Dann kommt der alte Klar vorbei, geht mit ihrem Blumenstrauß dann rein und schaut, wie es vor der Oma steht. Wie gesagt, sie hat ja vorher nicht einen Wolf von einer Katze weggekannt. Dass es blond war, habe ich schon erwähnt. Dann sagt sie, weil das hat sie gerade noch gespannt, dass irgendwas nicht stimmen kann. Geh Oma, schau dir mich an. Einen Damenbart hast du aber schon. Doch jetzt hast du Haar sogar am Hirn. Jetzt darfst du dich echt einmal rasieren. Du bist da sonst ganz anders geworden. Was ist denn gerade mit deinen Jahren? Sei mir nicht böse, die sind viel groß. Man sagt da nichts, man redet da bloß. Anscheinend hat die Grein was gebracht, weil mit der Fistelstimme hat er drauf gesagt, hab doch schlecht gehört in letzter Zeit. Wenn's nix verstehst, das nervt viel gescheit. Die sind jetzt größer, schau nur her, da sieh ich wieder besser her. Und damit's nicht gar so auffallen soll, da tackert das mit Piercings voll. Ein Ring durch die Nase, ein Pferdeschwanzel, du da werden schauen im Kaffeeranzel. Ja, was ist mit deinen Händen passiert? Die haben ja sakrisch expandiert. Sind wie ein Klodeckel so groß. Sag, was ist denn da nicht los? Da fehlt nix, die sind pumperl gesund. Auch das hat seinen guten Grund. Das Nordic Walking war ein Käse. Aber jetzt was Neues, weil das macht Spaß. Boxen tue ich seit der Zeit. Da sind ja mehr junge Leute. Doch werden, wie er selbst schon lord, vom früher Zuhauen die Hände zu brut. Stimmt, Nordic Walking ist echt blöd. Wenn das Boxen gefällt, warum auch nicht? Aber schau mal, der riesen Maul. Geh, irgendwas ist da doch faul. Solange ich die kenne, war so weit klar. Das kommt mir vielleicht schon komisch vor. Dass man das so lange nicht spannen kann, andere war schon lange davon. Hab doch gesagt, dass es nicht die hellste war. Ja, bis auf ihre gelben Haare. Der Wolf, der grinst und sagt grad noch, dass ich die besser fressen kann. Dann springt er ganz schnell aus dem Bett und zimperlich ist der aber nicht. Er hupft dann auf das Dirndl drauf, sein Maul, das reißt er ganz weit auf, so weit, wie er es auch reißen kann. Und frisst es dann zusammen, samt Haut und Haar. Dann nimmt er noch gemütlich das Flascherl Wein und schenkt sich noch ein Schopperlei. Man weiß ja, zu einem guten Essen soll man das Trinken nicht vergessen. Doch nach diesem großen Mahl steht er jetzt vor der schweren Wahl. Entweder ein wenig Frischluft holen oder sich im Bett zusammenrollen. Vom Sport der Wolf nicht so viel hält, drum hat er Letzteres gewählt. Er haut sich wieder auf die Matratzen, schon hörst der Schnorrer wie die Ratzen. Der Jäger kommt zufällig gleich in der Gegend grad vorbei. Hey, wer schnurcht denn da so? Da läuft gerade das Wild davon. Wie er weitergeht, ist lauter geworden. Ist das am Ende die Wald da vorne? Hat schon wieder zu tief ins Glasl geschaut. Im Rausch schnurcht es aber besonders laut. Den ganzen Wald zeigt die zusammen. Ich hab schon Angst um meine Beine. Dann schaut er in die Hütten rein. Wie er die Tür aufmacht, da schreckt er gleich. Da liegt der Wolf drinnen im Bett. Normal ist das, wenn du mich fragst, nicht. Und die Oma sehe ich auch nicht grad, ob die der Wolf zusammengefressen hat. Zum Glück hat der mehr Hirn, wie das Rotkäppchen, die hohle Birn. Drum nimmt dann unser Jägersmann ein langes Messer und schneidet dann dem Wolf seinen dicken Bauch auseinander. Ganz vorsichtig, dass der nichts spannt. Schon sieht der Oma drinnen sitzen und hinter ihr eine rote Mützen. Wie er weiterschneidet, erkennt er gleich. Das wird dann das Rotkäppchen sein. Und siehe da, einen Augenblick danach sind alle zwei zurück.
Pumperlgesund stehen sie dann da. Ich weiß nicht, ob man das glauben kann. Ausgekannt ist doch viel schlimmer, aber wenn es da steht, dann wird es schon stimmen. Warum der Wolf eigentlich nicht schreit, wenn einer ihm den Bauch aufschneidet? Das bliert ja dann in einer Tour. Und weh, da wird's doch noch dazu. Unser Wolf hat nichts gespürt und gehört. Ich denke, dass der einen gesunden Schlaf haben wird. Dann haben sie alle drei beschlossen, so können sie das unmöglich lassen, die auseinandergeschnittene Haut, weil das ja ziemlich blöd ausschaut. Der Jäger nimmt einen schweren Stuhl und macht einen Wolfsbauch damit voll. Jetzt nehmen zu, hat Oma gesagt und hat die Nähmaschine gleich gepackt. Da lenkt das Wolfsviech nachher drunter. Der Hundling wird einfach nicht munter. Dann warten sie, bis er mal aufwacht, weil sie haben sich das auch schon gedacht, dass das ein Fetzengaudi wird, wenn ihr die Storne nachher gespürt. Und siehe da, eine Stunde danach, da war der Wolf dann wieder wach. Und wie er dann davon gerannt war, da waren ihm die Storne sauer schwer. Er kommt keinen Zentimeter weit. Dann hört man, wie er ganz laut schreit, dann war es eine Ruhe. Mucksmeiserstadt. Ich glaube, dass er ihn dann getroffen hat. Vielleicht war es auch ein Nierenversagen. Das kann man nicht mehr so genau sagen. Aber wenn man solche Nierenstorne hat, ewig lebt man wieder nicht. Sie stellen fest, dass er keinen Puls mehr hat. Er war auf Deutsch gesagt klinisch tot. Ich hätte das Zunehmen ganz bleiben lassen und hätte ihn einfach gleich erschossen. Aber eins ist klar, dass so ganz gewiss um ihn drum zünftiger gewesen ist. Der Jäger hat ihn rausgedrungen und hat ihm das Fell dann runtergezogen. Und daraus hat er nur auf Nacht einen Sitzbezug fürs Auto gemacht. Wolfsledersitz, wer hat das schon? Das kommt bei Frauen super an. Drum reißt er dann noch kurz darauf seine absolute Traumfrau auf. Es war Liebe auf den ersten Blick und schuld waren nur die Sitzbezüge. Das Hochzeitsauto von den zwei, das war ein VW Wolf, ein Cabrio. Und den ersten Burm, den haben sie dann auch auf Wolfram getauft. Das ist ja klar. Unser Rotkäppchen, was ist mit der? Mit der ist selten so ein Geschirr. Die Schule hat es geschafft mit Mühe und Not, doch eine Arbeit hat es dann nie lang gehabt. Sie schlagt sich durch, so gut es halt geht, mit Jobs, die gefallen mir eher nicht. Schiebt die Waage zusammen beim Aldi fahren, später ist dann Klofrau geworden, während der ganzen Volksfestzeit. Oder einen Fahrbrief austragen zu den Leuten. Wenn es keinen reichen Monat findet, dann bleibt es bis stirbt, armes Kind. Drum passt gut auf in eurer Schule, lernt so mal fleißig und recht viel, sonst geht es euch mal genauso wie dem von Zongerfrüchtel da. Und die Moral von dieser Geschichte? Eine schöne Haum über dein Gesicht. Und ist sie auch von Hugo Boss und kostet zwecks meiner sonst noch was. Das allein, das klingt halt nicht, wenn da einfach das Hirn abgeht.